Die frühere Siedlung Tsado in Westafrika ist heute eine verlassene Ruine. Nur wenige Menschen bekommen in ihrem Leben solche Stätten zu Gesicht. Einer von ihnen ist Michael Runke. Seit rund 35 Jahren ist er als Reisefotograf auf der ganzen Welt unterwegs. Er liebt die Abwechslung. Das Nachhausekommen ist dem 55-Jährigen aber mindestens genauso wichtig wie das Reisen. Heimat ist eben auch eine gewisse Verwurzelung, die man hat, und eine gewisse Basis, die ganz wichtig ist, weil wenn man viel weg ist, ist es sehr leicht, dass man entwurzelt wird. Und das finde ich, das ist für sein Sozial- und fürs Seelenleben sehr schlecht. Und deswegen ist wichtig, dass man auch weiß, wo man zu Hause ist. Zu Hause ist und bleibt für ihn deshalb Nürnberg. Hier hat er auch lange Zeit als Lehrer gearbeitet, bis er von der Fotografie leben konnte. Abenteuer erleben war aber schon immer sein Ding. Die Leidenschaft für die Fotografie kam erst später dazu. 1993 war ich damals als einer der ersten Menschen in Angkor, diesen weltberühmten Ruinen in Kambodscha. Und das war eigentlich so der ausschlaggebende Punkt, wo ich dann, ich war mit 2 Fotografen unterwegs aus Neuseeland. Überall wurde noch außenrum gekämpft, was wir eigentlich nicht wussten. Und die haben mir dann gezeigt, wie das ist, der Unterschied zwischen so einer kleinen Kamera und mit einer richtigen Kamera und Stativ und so weiter zu fotografieren. Und da bin ich dann dazu gekommen. Ja, Mount Everest 1994, damals auf tibetanischer Seite. Das war in Jordanien, in Petra, ganz jung, 1991. Mittlerweile hat Michael Runke so viel von der Welt gesehen wie sonst kaum einer. Denn er hat nicht nur alle Kontinente und Länder mehrfach bereist, sondern von rund 1300 Regionen bereits 1270 besucht. Auf seiner persönlichen Weltkarte gibt es nur noch ein paar vereinzelte weiße Flecken. Und die will er auch noch entdecken. Das hat sich eigentlich so erst entwickelt in den letzten Jahren, aber es ist tatsächlich so, das hat halt noch kein Mensch bisher, war je in der Lage, die Welt so zu sehen und eben diese wirklich auch bis in Russland, bis ins letzte Winkel zu gehen und zu sehen, wie schaut es dort aus, wie ist die Welt auch in so abgelegenen Regionen. Und das ist schon das Ziel, auch das dementsprechend nochmal komplett, ja, also auch diese abgelegenen Teile, Inseln, ja, Tristan da Cunha zum Beispiel, abgelegenste Insel, bewohnte Insel auf der Erde, solche Orte eben auch noch anzuschauen. In den 35 Jahren, in denen er die Welt bereist hat, hat er beeindruckende Bilder mitgebracht. Rund 3,5 Millionen Fotos sind es mittlerweile. Darunter faszinierende Bilder, wie hier aus Queen Maud Land in der Antarktis. Auf seinen Reisen hat Runkel viel gesehen. Nicht immer Gutes. Auch Armut, Korruption, Krieg und Gewalt waren darunter. Angst um sein eigenes Leben hatte er jedoch nie. Über die Jahrzehnte ist es wirklich so, ich bin noch nie irgendwo überfallen worden. Ich bin mal in einem mega Erdbeben gewesen und bei anderen schwierigen Situationen. Aber nie eigentlich, dass ich jetzt das Gefühl hatte, selbst in Rebellengebieten, ja, wo ich jetzt vor kurzem erst war, dass ich jetzt sofort erschossen werde. So. Die Menschen töten nicht einfach so. Das denkt man immer, weil man Hollywood-Filme schaut, aber es ist nicht der Fall. Statt nur Missstände aufzuzeigen, ist es ihm wichtig, vor allem auf die Schönheit der Welt und die Freundlichkeit ihrer Bewohner hinzuweisen. Vor allem, als er mit seiner Familie auf Weltreise unterwegs war, habe er die Herzlichkeit besonders gespürt, sagt er. Seine positive Einstellung und seine Kinder haben schon so manche Tür geöffnet. Ich kann wirklich sagen, in all diesen Jahren wird nicht eine einzige Situation, die auch nur annähernd gefährlich, schwierig oder unangenehm gewesen ist, sondern im Gegenteil. Wir kamen an und wir wurden überall mit offenen Händen und mit offenen Armen empfangen. Und jeder hat ein unglaubliches Interesse gehabt, dass wir da mit unseren Kindern gekommen, dass wir auch unseren Kindern denen ihre Welt zeigen wollten. Und die Menschen, die waren unglaublich neugierig und offen für uns, auch für unsere Kinder. Und zu sehen, was das eben für Kinder sind, wie die Kinder leben und auch ihnen ihre Welt zu zeigen.
Normalerweise reist Runkel nur mit Handgepäck. Diesmal geht es für ihn aber in sehr abgelegene Gebiete nach Sibirien. Hier war er bis jetzt noch nicht. Damit kommt er seinem Ziel, alle Provinzen dieser Welt gesehen zu haben, wieder ein Stück näher. In den sozialen Netzwerken kann ihn seine wachsende Fangemeinde dabei verfolgen. Rund 100.000 Menschen tun das. Mit ihnen teilt er seine Eindrücke und bringt damit die Enden der Welt Stück für Stück näher an sie heran.